Die nächste Frage, die viele Nicht-Muslime stellen, ist, warum, wenn der Islam die wahre Religion ist, warum gibt es dann so viele Muslime, die sich daneben benehmen? Kriminell sind, schlechte Sachen machen, Schlagzeilen, Terroranschläge und so weiter und so fort. Die Frage ist zum Teil berechtigt, zum anderen Teil aber nicht berechtigt, denn es sind nicht nur Muslime, die sich daneben benehmen. Wenn es so ist, dass die Muslime schlechte Taten machen, dann könnte man genauso fragen, wenn Christentum angeblich die richtige Religion sein soll, warum gibt es dann so viele Christen, die schlechte Sachen machen? Denn wenn wir die Weltgeschichte betrachten, vor allem in den letzten 2-3 Jahrhunderten, in den letzten 5 Jahrhunderten sogar, dann sehen wir, dass die westliche Kultur, die sich mit dem Christentum identifiziert, dass die es geschafft haben, die Urbevölkerung 3 Kontinente fast komplett auszurotten. Nur einige Exemplare, die wurden übrig gelassen für anthropologische Studien in irgendwelchen Reservaten. Das heißt, die Urbevölkerung Nordamerikas, die Urbevölkerung Südamerikas und die Urbevölkerung Australiens. Wer hat die Kolonisierung, die Kolonisation, wer hat diese Kriege geführt? Wer hat die Sklaven von Afrika in die USA gebracht? Wer war das? Subhanallah. Wer war das gewesen? Waren das die Muslime gewesen oder war das die westliche Kultur, die sich mit dem Christentum identifiziert? Der Erste Weltkrieg, die westliche Kultur, die sich mit dem Christentum identifiziert. Der Zweite Weltkrieg, die westliche Kultur, die sich mit dem Christentum identifiziert. Die Atombombe haben nicht die Muslime geschmissen, sondern hat die westliche Kultur geschmissen, die sich mit dem Christentum identifiziert. Vietnamkrieg und so weiter und so fort. Die höchste Mordrate gibt es in den USA. In den USA im Jahre 1996 gab es 2170 Vergewaltigungen pro Tag. Das ist in der westlichen Kultur. Sagen wir jetzt, das Christentum ist falsch, weil es so viele Christen gibt, die sich daneben benommen haben. Das sagen wir nicht. Weil wir müssen beobachten, haben diese Leute nach ihrer Religion gehandelt? Haben diese Leute nach ihrer Religion gehandelt? Und wenn wir Deutschland betrachten, und wir schauen uns in Deutschland an, die Jugendlichen, die auffallen, die muslimischen Jugendlichen, die eine Schlägerei anzetteln oder die im Knast sitzen oder Drogen konsumieren, dann fragen wir, ist es so, dass die sich so daneben benehmen, weil ihre Religion ihnen das gebietet? Oder ist es so, weil diese Menschen von der Religion isoliert sind? Und die Antwort ist ganz einfach. Diese Menschen sind von der Religion isoliert. Mach doch mal eine Studie von den Leuten, die im Knast sitzen, von den Muslimen, und von den Muslimen, die schlecht auffallen mit der Schlägerei. Dann wirst du sehen, dass das gerade die Jugendlichen sind, die zu Hause keine religiöse, das heißt keine islamische Erziehung genossen haben. Vor einigen Tagen habe ich noch einen Anruf bekommen von jemandem, der aus einem richtigen Ghetto kommt aus Köln, Ostheim, Gernsheimer Straße. Und er hat mir gesagt, dass er mit 17 Jahren das erste Mal in einer Moschee war. Und so geht es den meisten Jugendlichen da, dass sie einfach gar nicht wissen, was ihre Religion ihnen gebietet. Und deswegen gibt es Schlägerei und deswegen gibt es verschiedene kriminelle Handlungen. Die Medizin dagegen wäre, dass man nicht versucht, diese Menschen von der Religion zu entfernen, denn in den meisten Moscheen wird leider auch nichts geboten, um die Menschen richtig zu erziehen, sondern dass man gerade hier ansetzt, dass man anfängt, diese Menschen richtig islamisch zu erziehen. Denn jemand, der Islam richtig praktiziert und Islam richtig verstanden hat und in der Tat umsetzt, was ist mit diesen Menschen? Dieser Mensch wird nicht stehlen, dieser Mensch wird nicht vergewaltigen, dieser Mensch wird keinem Gewalt antun, weil das der Islam vorschreibt. Das beste Beispiel ist zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Menschen zur damaligen Zeit waren Alkoholiker gewesen, haben Alkohol in Massen getrunken. Als der Vers herabkam, der Alkohol verbietet, haben einige Leute von ihrem Mund an die Krüge weggeschmissen und haben ausgespuckt, was sie im Mund hatten. So schnell, und haben den Alkohol ausgeschüttet. Sie saßen gerade noch sozusagen in der Kneipe, oder ist natürlich keine Kneipe in diesem Zeitalter, aber an dem Ort, wo Alkohol getrunken wird, und sie haben es verlassen und haben den Alkohol sofort verlassen. Warum? Wer hat diese Menschen so erzogen? Der Islam hat sie so erzogen, das zu lassen, was schädlich ist. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an in diesem Jahrhundert. In diesem Jahrhundert in den USA gab es in den 20er, 30er Jahren
in den 20er, 30er Jahren ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Zeitalter, gab es Alkoholverbot. Wurde der Alkoholverbot eingeführt, weil man gesehen hat, dass Alkohol etwas Schlechtes ist. Aber nach 4 Jahren hat man, nachdem man gesehen hat, dass dadurch so viel schwarz gebrannt worden ist, wo Leute krank durch geworden sind und so viel Unheil passiert ist und sich die Leute so dagegen aufgelehnt haben, hat man gesehen, dass sie mit dem Alkoholverbot nichts erreichen können. Wir schalten ca. 1400 Jahre zurück. Wir sehen zur Zeit des Propheten Mohammed s.a.w. war es möglich gewesen mit der islamischen Erziehung, indem man den Menschen klar macht, dass es einen Jenseits gibt, dass es ein Paradies gibt, dass es eine Hölle gibt, dass man dadurch den Menschen verändern kann und verbessern kann. Das ist es. Und jetzt natürlich sagen wir, stimmt, es gibt viele Muslime, die sich daneben benehmen, weil sie nicht nach dem Islam handeln. Und weil sie isoliert sind von der islamischen Erziehung. Aber auf jeden Fall kann man das Auto nicht am Fahrer messen. Wenn ich ein kleines Kind in ein SL setze und das fährt mit dem SL gegen den Baum, weil es kein Auto fahren kann, heißt es nicht, dass der Wagen schlecht war, sondern der Fahrer war schlecht. Wenn ich einen Besoffenen mit 5,0 Promille in einen Wagen setze und er fährt gegen den Baum, obwohl der Wagen ein Porsche ist oder die beste Marke ist, das neueste Modell ist, heißt nicht, dass der Wagen schlecht ist, sondern der Fahrer ist schlecht. Das heißt, der Islam ist, so behaupte ich, so behaupten die Muslime, die perfekte Religion. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Inna Dina indallahi al-Islam. Aber wenn derjenige die Medizin, die der Koran gibt, die Lehren, die der Koran gibt, nicht aufnimmt, aber sich dennoch Muslim nennt, dann ist das nicht die Schuld des Islams, sondern es ist die Schuld der betreffenden Person. Ein anderer Grund, warum es vielleicht viele Muslime gibt, die sich daneben benehmen, liegt an einer bestimmten Sache, die in einem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird. In dem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wird er darauf angesprochen von auf Waswasa. Das heißt, dass man im Gebet Einflüsterungen hat. Das heißt, der Muslim steht im Gebet, der hat eben noch eine Sache gesucht, hat seinen Führerschein nicht gefunden. Sobald er im Gebet steht, kommt der Shaitan und sagt, ja, dein Führerschein, der liegt da und da und da und da. Weil der will ihn ablenken, der will ihn durcheinander bringen, damit er nicht darüber nachdenkt. Du brauchst nur etwas zu suchen, fang an zu beten, dann wird dir wieder einfallen, wo es liegt. Weil der Satan will dich von dem Gebet ablenken. Dann haben sie gesagt, die Juden und die Christen haben, oder Ahlul Kitab, also Mutabikul Mana, je nachdem, ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut des Hadithes, auf jeden Fall, die Leute von der Schrift, wozu Juden und Christen gehören, die haben diese Einflüsterung nicht im Gebet. Da meinte der Prophet sinngemäß, hat er das Beispiel gegeben von einem Räuber, von einem Dieb, dass der nicht in ein Haus geht, wo nichts zu holen ist. Das heißt, dem Satan kann es egal sein, ob der Christ oder Jude, das ist islamischer, das ist das, was Gott sagt im Koran, der auf dem falschen Weg ist, der sowieso in die Hölle geht, ob der sein Gebet richtig macht oder nicht, oder Einfluss hat oder nicht, ist egal. Bei ihm fehlt eine wichtige Sache, das ist der islamische Monotheismus. Der Tawhid fehlt ihm. Dass er Gott ganz einzig und allein anbetet, dass er Gott keine negativen Eigenschaften zuschreibt, dass er Gott als den einzigen Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ansieht. Das fehlt ihm. Von daher alles andere, was er macht, ob er 100 Mal am Tag betet, nützt ihm nichts. Jetzt kommen wir zu anderen Beispielen. Der Satan weiß, hier ist ein Muslim. Ein Muslim, der auf dem richtigen Weg ist. Vom Prinzip her. Was wird er versuchen? Er wird versuchen, diesen Menschen dauernd einzuflüstern. Mach schlechte Taten, fang an Zina zu machen, vielleicht. Und dann geht's weiter. Er trinkt Alkohol, er baut einen Unfall. Oder er macht ihn aggressiv mit seiner Frau. Oder er sagt ja, er macht ihm die Frauen, die um ihn herum sind, die werden ihm im schönsten Licht dargestellt, damit er fremd geht, damit die Ehe kaputt geht, damit er verzweifelt ist, damit er vielleicht am Ende vom Glauben abfällt. Bei dem Christen, da kann er sogar einflüstern, dass er gute Taten tut. Warum? Warum? Er sagt ihm, mach gute Taten, spende und so weiter. Warum? Weil die Leute sehen ihn und denken, guck mal, dieser Mensch ist auf der Rechtleitung, der macht gute Taten. Und die Leute werden sein Vorbild annehmen und werden sagen, kann doch nicht sein, dass Mutter Teresa in die Hölle kommt. Das
Das ist der Weg des Satans, weil der Satan kommt nicht zu jemandem, Kopf am Rücken und sagt, ja, ich will gerne mit dir in die Hölle gehen, kommst du mit? Sondern der hat andere Wege. Und deswegen wird er sich bei den Muslimen mehr Mühen geben, ihn zu Sünden zu führen, dann zu großen Sünden zu führen und dann ständig zu großen Sünden zu führen, denn ständige große Sünden führen zu Kufr, zum Unglauben.